doch die Frau, ist von der Sternenflotte. Korrekt. Ich bin Tamara Jagelowski, Captain der Voyager 2. Und Sie sind? Yavi, Amazone. Sina, Kriegerprinzessin. Sind Sie auch beruflich hier? Nicht wirklich, nee. Aber Sie besuchen doch sicher meinen Vater. Captain Kirk ist Ihr Vater? Ich meine Anton. Richtig. Ach, wie reizend. Ach, ich hätte auch so gern einen Vater gehabt. Aber so etwas gibt es bei uns ja leider nicht mehr. Was gibt es bei Ihnen nicht mehr? Väter? Ja, und wie? Ich meine, wie kriegt man bei Ihnen Kinder? Durchs Internet. Ich meine, wir bestellen unser Befruchtungsmaterial im Internet unter www.spermaonline.de. Ist ja wahnsinnig romantisch. Und die Liebe? Liebe? Ist die denn so wichtig? Na, Sie sind gut. Die ist das Wichtigste überhaupt. Stellen Sie sich das doch mal vor. Sie begegnen einem Menschen und es geht Ihnen durch und durch. Denn Sie spüren, dass dieser Mensch sozusagen... Das Beste ist, was Ihnen passieren kann im Leben. Genau, wenn Sie den bloß ansehen, haben Sie das Gefühl, dass sich in Ihrem Kopf alles dreht. Sie verlieren den Boden unter den Füßen und schweben wie ein Engel. Und sind so durchgeknallt, dass Ihnen Ihr eigener Name nicht mehr einfällt. Ach, Unsinn. Ich weiß doch noch, wie ich heiße. Captain. Hey, hat es Sie etwa erwischt? Natürlich nicht. Ich meine, Ihr Vater ist zwar ein netter Mensch, aber das kommt bestimmt von diesem merkwürdigen gelben Getränk in diesen hohen Gläsern. Na, dann ist ja gut. Was mache ich denn, wenn es nicht davon kommt? Na dann schnappen Sie sich den Kerl und knutschen ihn ab, bis ihm die Luft ausgeht. Oh. Sag mal, spinnst du? Wie kannst du meinen Vater mit dieser durchgeknallten Tussi aus Knappsack verkuppeln? Na, weil das die Lösung ist. Dein Vater ist nicht mehr allein und wir können endlich nach Griechenland fahren. Wenn das mal so einfach wäre, du kennst doch meinen verklemmten Vater. Bei Frauen kriegt er bekanntlich die Zähne nicht voneinander. Ach, wart's doch erst mal ab. Und außerdem, im Karneval, da regelt sich doch sowas oft von ganz allein. Apropos Karneval, Mensch, Javi, wir müssen doch zum Zug. Nicht ohne mein Aspirin, geh du schon mal vor. Ja, okay. Aber du weißt schon noch, wo wir uns aufstellen, hm? Ja, zweite Abteilung, dritte Gruppe, Aufstellung Ecke Klotigplatz am Ferkelum. Ja, bis später. Mal lasse Tut das gut. Aber ein Aspirin könnte ich immer noch gebrauchen. Ich guck meinen Mantel. Na, endlich! So, ich muss das Ding doch ohne Tricorder in Gang kriegen. So. Und so. Es funktioniert. Ja, Pittbrett, was bist du nur für ein Schlaukätsch? So, das Kostüm genommen, wie ein Saurierhund und dann ab auf der Prinzenwade. So, und jetzt geht es wieder Ajo. Ja, jetzt geht es nur. Wie sind Sie denn aus? Sagen Sie mir lieber, was Sie hier machen.
Da hatten wir zwei da gestern ausführlich drüber gesprochen. Ich habe Ihnen doch in aller Deutlichkeit zu verstehen gegeben, dass das nicht geht. Sie Aua! können nicht einfach dem Anton sein Kostüm klauen. Aber denken Sie doch mal an Ihre Karriere. Nee, also bei allen Talkshows dieser Welt, aber das kann ich Anton nicht antun. Was kannst du Papa nicht antun? Oh, nix, Liebchen, der Herr Mojul, der hatte dann nur so eine dumme Idee. Da! Hm? Jetzt haben Sie es auch gesagt, Was? dass ich dumm bin. Zu Hause sagen Sie das auch immer auch. Und wenn mein Onkel kein Admiral wäre, dann wäre ich ja nicht hier. Ja, aber so dumm können sie doch ja nicht sein, wenn sie es zu dem Imperium gebracht haben. Hören Sie auf. Im Imperium, da bin ich nur so ein Kleinlich. Ach, ich darf doch höchstens mal eine Straßenbahn entgleisen lassen oder so eine winzige Revolution anzetteln. Was dann so eine Sache machen Sie? Wer? Also Sie haben einen fiesen Charakter. Ja, ne? Was ist denn hier los? Trotzdem dürft sie nicht. Was denn los ist, will ich wissen. Blöde Frage, der dritte Akt hat angefangen. Hallo! Hey, Quatsch, ich meine mit dir. Mensch, du, dieser TV-Mojul, der ist ja nur völlig durchgeknallt. Wieso? Der hat mich gefesselt, ja, wie entführt und dein Kostüm geklaut. Ja, wofür das dann? Ja, was weiß ich dann, was sich so eine Medienmap denken, der mich mit Dichtaufsauger bedroht. Mr. Spack, haben Sie das gehört? Ein Staubsauger. Die versuchen dieselbe Nummer wie damals. Aber dieses Mal kriegen wir sie. Wovon reden die? Was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, klingt ein wenig ungewöhnlich, aber Sie werden das bestimmt verstehen. Dieser Mr. Mogul, wie Sie ihn nennen, ist in Wirklichkeit kein Mensch, sondern ein Brett. Teak oder Mahagoni? Weder noch. Ein Bewohner des Planeten Bretter, der hier nach Köln auf die Erde geschickt wurde, um am Rosenmontag den Kölnern den Humor zu rauben. Wodurch es zu einer gefährlichen Verschiebung im Raumzeitkontinuum kommen Hör doch endlich mit diesem blöden Star Trek-Quatsche auf. Sagen Sie mir lieber, was hier los ist. Genau, Mensch, jetzt reden Sie doch mal vernünftig mit der Mann. Also gut, fangen wir noch mal von vorn an, aber bitte, bitte setzen Sie sich. Beide. Wir zwei sind Offiziere der Sternenflotte. Ich bringe ihn um. Ja. Warum glauben Sie uns denn nicht? Bretter, die den Humor klauen, ist doch völliger Quatsch. Ja, so was gibt es doch ja nicht. Ach, Und ob es das gibt, das ist vor Jahren schon einmal passiert. Korrekt. Die Bretts haben bereits eine andere Stadt völlig humorlos gemacht. Wo soll er denn gewesen sein? In Düsseldorf. Jetzt wird mir einiges klar. ja, und mir erst. Jetzt verstehe ich, warum der Beruf so schade auf dein Kostüm war. Dann sind Sie wirklich von der Sternenflotte. Ja, natürlich sind wir das. Wir zwei kommen aus dem Jahr 4711 und haben den Auftrag, den Brett an der Durchführung seines Planes zu hindern. Dann sind Sie 2700 und ein paar zerquetschte Jahre aus der Zukunft hierher gereist? Mit der Voyager 2 ist das überhaupt kein Problem, dazu noch äußerst günstig im Verbrauch. Nur 3 Akkus auf 100 Lichtjahre. Anton! Hey, Mensch, Mann, komm! Komm, du kannst dich jetzt in die Ohnmacht fallen! Huhu! Hey! Oh, das Stück ist doch noch nicht zu Ende!
Kerl.